Genial. Hey, auch von meiner Seite her ein riesiges, ein herzliches Willkommen. Alle auf dem Stream, vor allem alle Gäste von der Familie, die da sind, um heute zusammen zu feiern, die 3 kleinen Leben und Geschenke zusammen zu feiern. Und ich weiss, viele von euch kommen wahrscheinlich wegen der Kinder, gell, und wegen der Familie zum zusammen feiern. Jetzt müsst ihr das auch noch aushalten, dass noch eine Predigt kommt. Aber ich hoffe, ich gebe mir Mühe, dass es nicht zu lang geht. Und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, was wir da machen, ist nicht irgendetwas, wo einfach eine Theorie ist, sondern wirklich etwas, was in unserem Leben real sein kann und was uns helfen kann. Und das bete ich für jeden Einzelnen von uns, egal ob du Teil unserer Gemeinde bist und regelmäßig da bist oder ob du vielleicht zu Besuch bist, dass wir etwas erfahren dürfen, das wir umsetzen in unserem Leben. Das ist mein Gebet für heute Morgen. Genau. Und wir sind in dieser Serie drin, die Jon hat schon gesagt, wir sind in dieser Serie drin vom Wachsen. Und der Untertitel ist «Prinzipien für geistliche Entwicklung». Und wir haben das Bild, du musst mir sagen, Markus, ob ich es mit dem Mikrofon falsch mache. Ist gut, sagst du es? Tipptopp. Wir haben das Bild von der Weinrebe, so ein bisschen als Bild von dieser Serie vom Wachsen, weil Jesus das Bild gebraucht hat, wo er gesagt hat, hey, wenn ihr verwurzelt seid, wenn ihr verbunden seid mit mir, dann könnt ihr Frucht bringen. Und ich glaube, wenn wir uns Gedanken machen, wie können wir wachsen im Glauben, wie können wir ihm ähnlicher werden, dann nehmen wir das Bild als, so ein bisschen als Anhaltspunkt, sagen, hey, in erster Linie glauben wir müssen verwurzelt sein in Jesus, wir müssen verbunden sein mit ihm. Und die habe ich letzte Woche so den Einstieg in die Serie gemacht. Und falls ihr es nicht habt gehört, dann tue ich es wirklich ans Herz legen, das noch nachzulassen. Es ist auf YouTube aber drauf oder auf dem Podcast, nehme ich an, wo ihr hören könnt. Aber ich habe darüber geredet, das Bild der Pflanze ist so passend für unser geistliches Wachstum. Weil eine Pflanze, die wächst ja grundsätzlich schon einfach so. Also es wächst immer irgendwo irgendetwas. Aber dass eine Pflanze kann schön wachsen, dass ein Garten kann schön wachsen, dass eine Pflanze kann Frucht bringen kann, braucht es einfach auch einen Gärtner. Braucht so Leute, die das Zeug zurückschneiden, die das Zeug pflegen. Und das ganze Bild begleitet uns für diese Serie. Wir sagen, hey, okay, wir haben Gott, der das Wachstum bringt. Gott ist der in unserem Leben Veränderung schenkt, tiefe Veränderung schenkt. Aber wir haben auch unseren Teil drin, dass Gott wirken kann. Wir haben unseren Teil drin, uns zu positionieren, dass Gott in unserem Leben etwas drin machen kann. Und um das geht es in dieser Serie. Was ist denn unser Anteil dran? Und einfach nochmal zum Wiederholen, die habe ich letzte Woche super gesagt, aber nochmal zum Wiederholen, dass wir uns bewusst sind, es ist nicht so eine 50-50-Sache, wo Gott macht die Hälfte und wir machen die Hälfte, sondern ich glaube, ich weiß nicht, ob man eine Zahl dazu setzen kann, aber vielleicht sagen wir, Gott macht 95% und wir machen 5%, aber wichtige 5%. Und es ist auch nicht so, dass wir darüber reden, wie können wir Gottes Liebe verdienen oder wie können wir uns irgendwo etwas erarbeiten von Gott, sondern wie können wir einfach mit dem, was Gott möchte machen, Hand in Hand zusammenarbeiten. Das ist doch unser Teil dran. Macht das Sinn? Sehr gut. Finde ich wichtig, um uns Präsenz zu behalten. Wenn wir über das reden, was wir machen, ist es niemals, wie können wir uns die Liebe verdienen, wie können wir uns seine Annahme, seine Rettung verdienen. Das haben wir alles schon geschenkt bekommen. Und was wir machen, ist eine Antwort auf das. Und der Paulus sagt das wunderschön im Römer 12, Vers 1. Und die Joni hat letzte Woche Römer 12, Vers 2 gelesen. Ich möchte den ersten Vers vorlesen heute. Wo der Paulus 11 Kapitel lang über die Gnade und über die Güte von Jesus redet. Wo er sagt, dass wir alle Menschen, egal ob Jude oder nicht Jude, dass wir verloren sind, dass wir ein Leben leben, wo wir einen Retter brauchen. Und er sagt, dass Gott in Jesus auf die Welt ist gekommen und uns einen neuen Start gegeben, eine neue Möglichkeit gegeben, mit ihm zusammen zu leben. Und dann sagt Paulus Folgendes im Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das sind die letzten 11 Kapitel. Die einzige angemessene Antwort, das möchte ich heute highlighten, das Wort Antwort. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ich möchte diesen Vers ein bisschen als Hintergrund für die ganze Message heute vor uns behalten. Ich will gerne beten und dann ein paar Gedanken mit euch teilen. Genau. Vater, ich danke, dass du da bist. Ich danke, dass wir nicht einfach über dich reden oder das Gespräch über dich haben, sondern dass du möchtest Teil von diesem Gespräch sein. Dass du möchtest heute Morgen zu Leuten reden, egal ob wir dich kennen, egal ob wir dich suchen oder nicht, dass du möchtest dich offenbaren und möchtest dein Herz, das du für jeden Einzelnen von uns hast, möchtest zeigen. Und ich bete, dass jetzt einfach du, Heiliger Geist, mir die richtigen Worte schenkst von den Sachen, die man könnte sagen, dass die richtigen Sachen gesagt werden, dass du uns allen offene Ohren, offene Herzen schenkst, dass wir hören und empfangen, was du heute Morgen für uns hast, Jesus. Wir lieben dich und wir danken dir, dass wir darauf vertrauen, dass du einfach jetzt wirken wirst. In deinem Namen beten wir, Herr. Amen. Amen.
Hey, ich weiß nicht, was euch ein so primäres Bild von Jesus ist. Und eben, wie gesagt, vielleicht hat es hier Leute, die sonst nicht so viel mit der Kirche am Hut haben oder mit Religion. Und vielleicht ist euch ein Bild von Jesus so ein bisschen Kategorie Wilhelm Tell. So, ja, vielleicht hat es mal gegeben oder so, schöne Figur. Vielleicht gibt es 2, 3 Sachen, die irgendwo ich davon könnte philosophisch mitnehmen könnte. Vielleicht ist es doch in dein Bild, das du hast. Einen guten Lehrer, was es vielleicht mal gegeben hat. Ich glaube, viele von uns, die in der Kirche aufgewachsen sind, wir kennen vielleicht das Bild vom Lamm Gottes oder das Lamm, das geopfert worden ist. Habt ihr das schon mal gehört? Sehr christliche Sprache. Aber es malt das Bild von Jesus, der auf die Welt ist gekommen und der Sünden auf sich genommen hat, der gestorben ist am Kreuz und wieder verstanden ist, damit unsere Sünden weggenommen worden sind. Und ein absolut wunderschönes Bild, das ich glaube, das absolut wahr ist, wenn es darum geht, was Jesus gemacht hat. Aber ich glaube, manchmal kann es so passieren, dass wir Jesus nur auf das reduzieren. Also Jesus ist einfach nur gekommen, auf die Welt, zum Sterben, zum Verstehen, damit wir jetzt irgendwie einen Zugang zum Himmel haben und unser ewiges Leben mit ihm verbringen. Und ich glaube, wir verpassen extrem viel, wenn das einzige Bild ist von Jesus, das wir haben. Und ich möchte heute so ein neues Bild oder vielleicht ein weiteres Bild von Jesus malen. Und das ist das Bild von Jesus als Rabbi. Jesus als Rabbi. Jesus ist auf die Welt gekommen. Er hat die Welt geschaffen. Er hat auswählen, wie er auf die Welt gekommen, wo ist er hergekommen, wann ist er gekommen. Und er hat sich ausgewählt, dann, als er ist gekommen, als Rabbi in die Welt hineinzukommen. Und ein Rabbi, das bedeutet, dass ein Lehrer, jemand, der ist gekommen und hat über das Leben, über Gott gelehrt. Und Jesus, wir beobachten das immer wieder, die ganzen 4 Evangelien sind voll davon, dass Jesus als Lehrer unterwegs ist und seine Jünger den Menschen um ihn herum erzählt, wie die Welt wirklich funktioniert, wie es aussieht, wenn Gott König ist, wie das Leben, das Gott geschaffen hat, eigentlich funktioniert. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Jesus möchte nicht einfach nur eine Theorie für uns sein oder vielleicht eine Theologie sein, die uns eine Rettung schenkt, sondern er möchte uns ein Rabbi sein, er möchte uns jemand sein, der uns lehrt, was es bedeutet, zu leben. Und wir sehen das auch in den Evangelien, wenn wir uns anfangen zu achten, dass Jesus extrem praktisch ist und Jesus wirklich auch erwartet und sich wünscht, dass wir die Sachen, die er lehrt, ausleben. Die Geschichte, kennt ihr die Geschichte vom dem Mann, der das Haus auf dem felsigen Grund baut und der, der es auf dem sandigen Grund baut, oder? Wer kennt das Liedli? Bau doch dein Haus nicht auf sandigem Grund. Sabrina, there you go. Genau, das ist eine bekannte Geschichte, wo Jesus am Schluss von seiner Bergpredigt, wo er bringt und wo er einen Vergleich macht, das Gleichnis macht. Und ich möchte euch mal auf etwas hinweisen in dem Gleichnis. Und zwar lesen wir am Schluss, nachdem er die Vision gemalt hat vom Leben im Königreich Gottes, Leben nach diesem neuen Standard, dieser neuen Vision, kommt in Matthäus 7, Vers 24 bis 27, lesen wir das Gleichnis. Dort steht: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und daran glaubt, einem klugen Mann. Habe ich Fehler gemacht? Habe ich falsch gelesen? Doch, ich habe Fehler gemacht, extra, bewusst. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann. Ich habe gesagt, daran glaubt. Weil häufig lesen wir so, der die Worte hört und daran glaubt, der gleicht einem klugen Mann. Aber jetzt nicht, wenn du es hörst und glaubst, sondern wenn du anfängst an zu handeln. Wenn du dieses Vertrauen dort reinsetzt und sagst, ich handle danach, dann gleichen wir einem klugen Mann oder einem klugen Menschen, der sein Haus auf einem felsigen Grund baut. Wenn die Wolken kommen und das Gewitter kommt und die Wassermasse, dann wird es bestehen und wird stark bleiben. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Und dann, wenn das Gewitter kommt, dann räumt es das Haus weg. Aber Jesus sagt, hey, ich habe euch jetzt ein Bild gemacht, ich habe euch jetzt erzählt, wie das Leben wirklich funktioniert. Ich habe erzählt von der Realität von Gott und was es heisst, in dem Innen zu leben, voller Vertrauen, was es heisst, zu lieben, was es heisst, Umgang mit Lust. All das ist in dieser Bergpredigt drin. Und er sagt nicht nur, hey, das sind ein paar schöne Ideen und jetzt geht und glaubt ein bisschen daran, aber lebt genau gleich weiter, sondern er sagt, hey, geht jetzt und fangt an, so auszuleben, als ob das wahr wäre. Und das ist dazu mal so die Tradition von einem Rabbi gewesen. Ein Rabbi war ein Lehrer, der Leute um sich herum geschart hat und sie hat in sein Leben hineinschauen. Und sie haben 24/7 sie unterwegs zusammen. Also wenn du mit dem Rabbi bist unterwegs warst, die Jünger, und Jesus war nicht der einzige Rabbi, den es gegeben hat, sondern die Jünger waren mit dem Rabbi 24 Stunden unterwegs gewesen. Wenn er gegessen hat, haben sie gegessen. Wenn er geschlafen hat, haben sie geschlafen. Und sie haben den ganzen Lebensrhythmus mit dem Rabbi mitgemacht. Und Jesus hat die Einladung ausgesprochen an seine Jünger. Er hat gesagt, hey, kommt und folgt mir nachher. Kommt und lebt mit zusammen mit. Und hat sie auf die Reise mitgenommen. Das hat es damals bedeutet, der Jünger zu sein. Jetzt vielleicht die Frage, was heisst das für uns heutzutage? Wenn wir heute möchten ein Jünger sein von Jesus, ihm nachfolgen,
Dann vielleicht haben wir so ein bisschen den Instagram-Approach. Also alle, die so ein bisschen Social Media kennen, jemandem nachfolgen, heisst einfach so ein paar Momente, ein paar Highlights zu nehmen, zu schauen, so cool, inspiriert sein und dann einfach genau gleich weiterleben wie vorher. Aber ich glaube, Jesus nachzufolgen, ist heute immer noch genau gleich die Einladung, mit ihm 24/7 eine neue Art vom Leben kennenzulernen. Und über das möchten wir heute ein bisschen reden. Das Thema ist heute Macht der Gewohnheiten. Und ich möchte darüber reden, was heisst denn mit Jesus 24/7 mit ihm unterwegs sein und mit ihm das Leben von ihm lernen. Jetzt gibt es ein bisschen zwei Hürden, die wir heutzutage haben. Vielleicht gibt es auch mehrere, aber zwei, die ich heute darüber reden möchte, um ihm nachzufolgen. Die eine ist, möchten wir das überhaupt? Glauben wir, dass Jesus es verdient hat, dass wir ihm nachfolgen? Ist Jesus noch relevant für uns? Ich meine, Jesus ist vor 2000 Jahren gelebt, er hat keine Ahnung, was ich für einen Stress durchmache als Mutter daheim mit dem Kind, als Geschäftsmann, was ich für eine Verantwortung habe. Einfach all die Sachen, die wir haben, Jesus kann mit dem nichts in das reinreden, haben wir manchmal das Gefühl, oder? Weil er ist alt, in einer anderen Kultur. Und ich möchte uns da herausfordern, uns da einladen und sagen, hey, weißt du, ich glaube von ganzem Herzen, wenn Jesus Gott ist, wenn Jesus der ist, der die Schöpfung, der ist dabei war bei der Schöpfung, wenn er auf die Welt ist gekommen und das Leben vorgelebt hat, dann ist das Glaube ich immer noch die Wahrheit und Weisheit für uns heute. Und ich bin davon überzeugt, dass sich Sachen geändert haben. Also Jesus hatte kein iPad bei der Bergpredigt und Jesus hat ganz viele Sachen haben sich verändert heutzutage. Aber ich glaube, die Grundmechanismen vom Leben, von uns Menschen, glaube ich, und das nicht der Simon Etter, sondern ich lese Bücher darüber, dass sich die Grundmechanismen noch nicht verändert haben. Dass wenn es um Lust, um Vergleich, um Liebe, um Hass und die Sachen geht, das hat zwar heute vielleicht andere Art und Weise, wie das ausgelebt wird, aber es sind immer noch die gleichen Mechanismen, die uns innenleben, psychologisch angeschaut und so weiter. Und von dem her glaube ich, Jesus ist immer noch extrem relevant für uns heute. Und Jesus hat immer noch mit seinem Teaching von damals etwas zu sagen für unser Leben heute. Ich glaube, und das ist vielleicht müsst ihr das mal überlegen, glaubst du, dass Jesus die cleverste, die gescheiteste, die weiseste Person ist, die es jemals gegeben hat, die jemals auf dem Planeten rumgelaufen ist? Ich glaube das. Dass es niemanden gibt, der weiser ist und versteht, wie Leben funktioniert, als Jesus. Und wenn das der Fall ist, dann können wir ihm anfangen nachfolgen. Aber das Problem, das wir uns glaube ich, recht offensichtlich bewusst sind, ist, Jesus läuft heutzutage nicht um und wir können einfach mit ihm campen. Oder können unser Zelt mitnehmen, mit ihm mitlaufen. Wenn er schlaft, dann schlaft er. Wenn er isst, dann isst er. Das sieht heute ein bisschen anders aus. Und manchmal bin ich ein bisschen eifersüchtig auf die Jünger, die das machen können, oder? Die einfach mit Jesus zusammen sein. Und gleichzeitig denke ich, Freunde, wenn Jesus jetzt physisch da wäre, wären wir glaube ich, alle auf dem falschen Kontinent, am falschen Ort. Dann wäre er irgendwo an einem anderen Ort und ganz viele Leute würden Jesus verpassen. Und darum hat er gesagt, es ist gut, dass ich gehe und ich schicke euch den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass wir dürfen jetzt in dieser Nachfolge, dass wir 24/7 unterwegs sein, heisst mit dem Geist von Jesus, mit dem Heiligen Geist unterwegs sein und ihn genauso, auch wenn er unsichtbar ist, genauso real und genauso präsent in unserem Leben drin zu haben. Und das ist doch die Motivation für uns heute Morgen. Macht das Sinn so weit? Sonst muss ich nochmal vorne anfangen. Macht Sinn? Tipptopp, da bin ich froh. Sehr gut. Wir möchten jetzt heute ein bisschen über die Macht der Gewohnheit reden. Und ich habe vorher schon kurz mit dem Jonas darüber geredet oder mit anderen auch. Es gibt so viel über das Thema zu sagen. Gell? Und es gibt so gute Bücher über das Thema. Und ich möchte einfach heute so ein bisschen skizzieren und uns ein bisschen hungrig machen für das Thema. Was heisst denn, Gewohnheit in unser Leben einzubauen, dass wir Jesus ähnlicher werden können? Es gibt von der wissenschaftlichen Perspektive gibt's eben, das Buch, ich vergesse den Namen von ihm immer. Wie heisst er? Sag es nochmal ganz laut. Genau der. Habt ihr es gehört? Okay, könnt googlen. The Power of Habits. Aber es gibt wissenschaftlich extrem spannende Ansätze und Versuche, die zeigen, dass mit Gewohnheiten können wir nicht einfach nur unser Verhalten oberflächlich verändern, sondern mit Gewohnheiten können wir anfangen, wie neu programmieren, wie wir funktionieren. Und das ist eine tiefgehende Veränderung. Und das hat Joni letztes Mal darüber geredet. Uns geht es nicht darum, wie können wir oberflächlich ein bisschen uns verhalten wie Jesus, damit wir als gute Christen angesehen werden, sondern wie können wir Gott zulassen, unser Herz, unser Innerstes zu verändern. Und ich glaube, dass Gewohnheiten da einen extrem grossen Part davon spielen, eine extrem grosse Rolle spielen. Die habe ich letzte Woche gesagt, also die alte Strategie war manchmal so ein bisschen hoffen, vertrauen und Bibel lesen und dann, das ist unsere Strategie für Veränderung. Und ich glaube, in der Gewohnheit und in der ganzen Erkenntnis merken wir, hey, durch Gewohnheit können wir unseren Charakter, können wir unser Herz verändern von Gott.
Und es gibt so den Begriff Lebensregel. Das ist vielleicht nicht ein mega gängiger Begriff. Hat das schon irgendjemand jemals gehört? Okay, ich meine das frei übersetzt. Aber der Begriff Lebensregel, wir kennen es vielleicht von der Regel der Benedikter, oder? Die Regel der Benedikter oder die Regel des Sankt Benedikt. Das sind nicht Regeln im Sinne von, dass es ein paar Gesetze und so müssen sich verhalten, sondern das ist eine Struktur, eine Tagesstruktur, eine Wochenstruktur, die Leute helfen soll, ihre Gewohnheiten zu formen. Und ich glaube und ich weiss, wir haben alle unsere persönliche Lebensregeln. Wir haben alle unsere Gewohnheiten. Ein paar davon sind ganz bewusst eingebaut. Vielleicht gerade die, wenn es um den Körper geht, sind wir uns vielleicht ein bisschen mehr bewusst. Oder? Wenn es um Sport geht und Ernährung geht, dann tun wir Gewohnheiten einbauen und wissen, es tut uns gut. Vielleicht andere, wo wir wissen, die uns nicht gut und trotzdem machen wir es. Aber genau gleich, glaube ich, gibt es Gewohnheiten und gibt es eine Regel in unserem Leben, wo unser innere Mensch, vielleicht der unsichtbare Teil von uns, eben das Herz, die Seele, können prägen und verändern. Und die Gewohnheiten oder die Lebensregel, das kommt vom latinischen Regel, das wird ein bisschen theoretisch, aber ich finde es noch cool. Das Wort Regel, das kommt vom latinischen Trellis, vom englischen Ruler, das Wort Trellis. Und Trellis, weiss irgendjemand, was Trellis ist? Andi als Gärtner? Sagt man Trellis manchmal nicht? Okay, ich habe ein Bild mitgebracht vom Trellis. Das ist ein Trellis. Das ist eine Struktur, wo eine Pflanze entlang wachsen kann. Wir haben es hier bei dieser Weinrebe haben wir auch sehen wir hier so eine Holzstecke. Und ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir in einen Weinberg hineingehen. Weinreben wachsen immer, aber ich glaube, ich kenne fast keine wilden Weinreben, wachsen fast immer diesen Drähten entlang. Kennt ihr das? Die Holzstecken und dann 2 Drähte oder 3 oder was auch immer, ich bin kein Gärtner. Aber so die Idee von, hey, wir schaffen eine Struktur, wo sich die Pflanze daran aufwachsen kann. Und genau das Gleiche, glaube ich, ist unsere Lebensregel. Das sind so Strukturen, das sind Gewohnheiten, Rhythmen, die das Wachstum fördern und steuern können. Und in der christlichen Tradition sehen wir häufig geistliche Disziplinen. Das klingt jetzt ein bisschen sehr streng, gell? Oder der Bonhoeffer, für alle, die Bonhoeffer gelesen haben, er redet von der geistlichen Übung. Aber wir reden über Gewohnheiten. Man kann das mit diesen verschiedenen Wörtern ersetzen, aber im Geistlichen geht es nicht darum, nur um das Fromme, was wir würden sagen, was fromm ist. Also beten, Bibel lesen, in die Kirche gehen. Sondern geistlich ist alles, was uns als Mensch formt, wer wir sind, was unser Charakter, unser Herz formt. Und es gibt nicht eine Liste von den geistlichen Disziplinen oder von den Gewohnheiten, die ich jetzt euch irgendwie da ausdrücke und sage, so, und jetzt machen wir mal alle. Aber es gibt so ein paar von den klassischen, die ich gerne mit euch heute Morgen ein bisschen anschauen möchte. Und wie gesagt, ich muss ein bisschen enttäuschen, wenn ihr jetzt hofft, dass wir jetzt da bei jedem Punkt mega in die Teufel gehen. Aber das werden wir in Zukunft sicher noch mehr machen können und auch machen. Aber ich möchte euch so ein bisschen schmackhaft machen, dass wir so Gewohnheiten, die wir im Leben von Jesus sehen, können in unser Leben einbauen und dass es wirklich anfängt, uns tiefgründig zu verändern. Und er redet das nicht aus einer Theorie aus, sondern er redet das wirklich aus etwas, muss ich sagen, habe ich selber in meinem Leben erlebt, getestet und ich finde, es funktioniert für mich. Wie gesagt, es ist nicht meine Disziplin, die mich verändert, es ist meine Disziplin, die mich in die Hand von Gott bringt, dass er mich verändern kann. Aber ich möchte euch so eine Liste mitgebracht, vielleicht können wir die auf den Screen tun, so von ein paar klassischen Gewohnheiten von Jesus oder ein paar klassische geistliche Disziplinen. Das Gebet, einsame Stille, Gemeinschaft, langsam leben, Sabbat, Fasten, Feiern, Bibel lesen, Grosszügigkeit, einfach leben, dienen, trauen, Verborgenheit, Dankbarkeit. Und wie gesagt, man kann die Liste noch unendlich erweitern und man kann seine eigenen Disziplinen mit Gott irgendwo herausfinden. Aber ich möchte jetzt in den nächsten 10 Minuten, das ist mein Ziel, noch 10 Minuten, so ein bisschen skizzieren, wie sieht denn so eine geistliche Disziplin aus und wie können wir das in unserem Leben einbauen. Und dafür werde ich einfach so 2, 3 von denen mal ein bisschen anschauen. Und die habe ich jetzt schon bei der Church Night gesagt, wir werden dann noch tiefer in gewisse von denen hineingehen. Aber zum Beispiel die erste ist, die ich aufgeschrieben habe, ist die Disziplin vom Gebet. Und ganz spezifisch das Gebet in der Einsamkeit und in der Stille. Ich habe ganz viele Bibelverse mitgebracht. Ich zum zeigen, das ist nicht die Idee von Simon, sondern das ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder finden, dass es eine Gewohnheit von Jesus war. Und zwar zum Beispiel Lukas 4, Vers 42 steht, bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Und dann geht es weiter und sagt, ja, die Leute haben ihn gesucht und so weiter. Lukas 5, Vers 15 bis 16.
Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ein weiterer Vers in Lukas 6, Vers 12. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um dort zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Mögt ihr noch Bibel lesen? Machen wir noch ein bisschen. Ist gut. Lukas 9, Vers 18. Als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Matthäus 14, Vers 23. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört zu beten zu können. Markus 1, Vers 35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Und noch eine aus dem Johannesevangelium, 6, Vers 15. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um alleine zu sein. Also es sind viele Bibelverse, einfach um den Punkt zu machen, von ich glaube, das Alleinsein mit Gott, das Alleinsein im Gebet, war eine Gewohnheit, die Jesus im Leben hatte. Nicht einmal punktuell mal gemacht hat, sondern wo es so tönt, als ob er das immer wieder gemacht hat. Und früher war ein Teil von seiner Lebensregel, wie er sein Leben strukturiert hat. Und ich habe, vielleicht keine Ahnung, wie ich jetzt euch fühle in dem Moment, in mir löst das sofort Druck und schlechtes Gewissen aus. Ich denke so, krass, ja, ich weiß genau, Jesus hat die ganze Nacht durchgebetet, jeden Tag gebetet. Und jetzt schaue ich mein Leben an und sage so, ja, ich schaffe es manchmal am Morgen, wenn mein Kind nicht irgendwo schreit, bevor ich wach bin, schaffe ich es noch kurz zu beten. Und ich habe lange in dieser Disziplin vom Gebet habe ich langsam einen Druck gespürt und so ein Gewicht gespürt und ein schlechtes Gewissen gehabt. Bis ich mal von jemandem eine Definition von Gebet gehört, die für mich extrem befreiend war. Und vielleicht ist es für jemanden von euch auch befreiend und darum teile ich es gerne mit euch. Und zwar hat der Ronald Rolheiser mal gesagt, Gebet ist einfach auf Englisch Goodness, in die Güte, in die Schönheit, in das Gutsein von Gott hinein entspannen. Einfach Zeit mit Gott verbringen und genießen, dass er gut ist. Und ich habe angefangen, für mich ganz persönlich, und ich sage das nicht zu meinem Bluff oder sagen, wie gut es ist, ich sage das nicht als Inspiration, sage, hey, nehmt das, wenn ihr probieren wollt. Ich habe angefangen am Morgen, wenn es mich Kleine zulässt, der Levi ist unser Klein, der früh aufsteht, wenn er es zulässt, am Morgen nehme ich 5, 10, vielleicht 15 Minuten Zeit, wo ich nicht probiere, produktiv zu sein, wo ich nicht probiere, mich anzustrengen und zu beten, sondern einfach in Gottes Gegenwart zu sitzen, wo ich ihn mir liebe, so wie ich bin. Und einfach seine Güte genießen, seine Gnade genießen. Jeden Morgen mir irgendwo bewusst machen, hey, ja, Gott ist so gut. Und das ist der Gott, der mich liebt und der mit mir ist. Und vielleicht gibt es andere Ansätze. Vielleicht bist du nicht ein Morgenmensch oder hast auch irgendwie ein Problem, das am Morgen zu machen. Aber vielleicht kannst du dir überlegen, hey, wo kann ich Zeit schaffen in meinem Alltag, in meiner Woche, um Zeit mit Gott zu verbringen. So wie Jesus Priorität gemacht hat. Wo kann ich vielleicht einen Nachmittag mal 3-4 Stunden frei machen und sagen, weißt du, ich verbringe mal Zeit mit Gott. Weil alle, die geheiratet sind, oder ich glaube, alle von uns wissen es, Beziehungen, man kann nicht eine Beziehung pflegen mit 15 Minuten am Tag. Du kannst nicht sagen, wir reden am Morgen 15 Minuten zusammen reden und dann den Rest des Tages denke ich nicht mehr an dich, rede nicht mehr mit dir und lebe, als ob es dir nicht geht. Und ich glaube, das Gleiche gilt mit Gott. Er möchte Zeit haben, wo wir einfach mit ihm zusammen sind und genießen. Und wenn Jesus die ganze Nacht auf dem Berg war, ich glaube nicht, dass er die ganze Nacht irgendwelche Gebetsanliegen für den Petrus und für den Johannes vor Gott hergebracht hat. Und ich glaube, er hat es einfach genossen, mit seinem Vater zu sein. Einfach, dass sie verbunden sind mit Gott. Also das ist so eine Disziplin, die wir im Leben von Jesus sehen. Vielleicht noch eine andere, ist vielleicht auch der Gegenpol zum einsam, still mit Gott sein, ist Gemeinschaft und Beziehungen. Jesus hat ganz bewusst und immer wieder Gemeinschaft und Beziehungen Teil von seinem Leben gemacht. Und wir werden spannend jetzt an die Bibelstellen, aber im Konzept, das wir online haben, dürft ihr das gerne nachlesen. Wir haben ganz viele Bibelstellen, wo Jesus in der Menschenmenge unterwegs ist, wo er mit ganz vielen Leuten, wo er predigt, wo er unterwegs ist und ihm viele Leute nachfolgen. Immer wieder steht, es hat Menschenmenge um ihn herum. Dann sehen wir, dass er so seine Jünger, seine 12 Jünger, manchmal so eine größere Gruppe von Leuten, die mit ihm unterwegs waren, dass er immer wieder Zeit mit ihnen hatte, wo er mit ihnen unterwegs war, wo er sie gelehrt hat, wo er sich in sie investiert hat. Und etwas anderes Spannendes finde ich, dass Jesus so drei Best Friends hatte, vor allem von seinen Jüngern. Die Jakobus, die Johannes und der Petrus hat er immer wieder ganz speziell zu Sachen eingeladen, die die anderen nicht eingeladen waren. Das muss recht ein Test sein, wenn du Jünger bist von Jesus und bist nicht einer von den Top 3. Aber Jesus hat so seine 3 Jünger gehabt, und es hat noch ein paar andere gute Freunde von ihm in der Bibel.
wo er noch näher in sein Leben hineingenommen, noch mehr Sachen geteilt hat und gesagt, hey, behaltet das noch für euch, solange ich noch da bin und könnt es ihm dann nachher erzählen, wenn er Bücher schreibt über mich. Und ich glaube, für uns ist das genau gleich so ein Aspekt, wir sagen, okay, wir wollen Beziehungen und Gemeinschaft ganz bewusst Teil von meiner Lebensregel machen. Nicht per Zufall, weil man gerade über den Weg läuft oder wo ich halt so muss sein, sondern hey, wie kann ich Freundschaft, wie kann ich so Sachen bewusst Teil von meiner Lebensregel machen? Und ich habe wahrscheinlich ein bisschen eine Voreinnahme als zukünftiger und ehemaliger Pastor. Aber ich glaube, zum Beispiel in der Kirche gibt es ganz viele so Anwendungsfälle von dieser Gemeinschaft und von dieser Beziehung. Und ich glaube, die Menschenmenge, das kann manchmal der Sonntagmorgen sein. Oder wenn wir einfach in einer grossen Gruppe zusammenkommen, vielleicht nicht alle mit Namen kennen, also ich bin immer noch am Camp, jeden Sonntag muss ich 3-mal fragen, wie er heisst. Aber vielleicht kennen wir uns noch nicht alle mit Namen und wissen ganz genau, wer wo steht. Aber wir kommen alle zusammen in dieser grossen Menge auf Jesus fokussiert. Und wir können das zu einer Priorität machen in unserem Leben und sagen, weißt du, ich tue mich nicht am Sonntagmorgen spontan entscheiden, ob ich in die Kirche gehe oder nicht, sondern ich weiss, das ist gut für mich, in dieser grossen Gruppe unterwegs zu sein. Und dann vielleicht die 12 Jünger, das ist vielleicht unsere Group oder unsere engere Kreis. Sagen, weißt du, wir teilen wirklich Leben zusammen und wir treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus. Es ist ein Ort, wo ich kann, ich bin gerade überlegen, das deutsche Wort, ongoing, wie sagt man das? Weitergehende, ein fortlaufendes Gespräch haben. Und ich kann sagen, hey, das ist ein Bereich, wo ich drin möchte arbeiten und wachsen. Und eine Woche später werden wir darüber gefragt und können zusammen die Reise machen. Und ich glaube, da möchte ich uns einfach ermutigen, hey, lass uns das eine Priorität machen in unserem Leben. Und die 3 Freunde, das ist glaube ich etwas, was mir sehr auf dem Herzen ist für uns heutzutage, vor allem für die Jungen. Ich zähle immer noch zu den Jungen, aber für uns Jungen, wir sind so vernetzt, es ist so einfach, irgendwo gefühlt Freunde zu haben. Aber ich glaube, für echte Freundschaften zu pflegen und aufzubauen, müssen wir erstens brutal ehrlich können sein und uns verletzlich machen. Und ich möchte uns ermutigen, zu sagen, hey, lass uns nicht alle, du musst nicht am Sonntagmorgen herkommen und alle deine tiefsten Probleme und Sorgen mit allen teilen, aber lass uns ein paar Freunde in unserem Leben finden, die wir uns getrauen, ehrlich zu sein, die wir uns getrauen, zu teilen, was wir wirklich glauben, denken, was wir am Kämpfen sind, wo wir uns am Freuen sind. Und dann möchte ich uns einfach alle dazu ermutigen, ich glaube, dass Jesus es auch gemacht hat. Und noch eine Disziplin, wenn ihr noch mögt, mögen wir noch eine, ist gut? Wir könnten eben, wie gesagt, jede Disziplin könnten wir eine Serie darüber machen. Und wir werden übrigens Ende August, ich glaube am 27. August, fangen wir an mit der Sabbat-Serie, wo wir uns ganz spezifisch mit dem Sabbat auseinandersetzen. Was ist der Sabbat, warum und wie? Und ich freue mich, dass ich nicht jetzt in 3 Minuten muss über den Sabbat reden, sondern wirklich die Zeit haben, über den Sabbat zu reden. Und der Jon hat am Mittwoch vor einer Woche bei der Church gesagt, hey, lass uns jetzt schon, wenn ihr bereit dazu seid, euch auf das einzulassen, jetzt schon die 4 Wochen im September, denke ich, ist es, einfach 4-mal einen Sonntag, einen Sonntag oder einen Samstag, irgendwo ein Zeitfenster von 24 Stunden blockieren und sagen, hey, weißt du, wir probieren das mal zusammen. Wir probieren mal das Sabbat zusammen aus und wir freuen uns, was alles vorbereitet wird und gesagt wird, aber wir probieren das zusammen aus. Aber hier noch eine letzte Disziplin, wo ich ein bisschen darauf eingehen möchte, bevor ich nachher zum Schluss kommen möchte, ist das langsame Leben. Und ich habe heute Morgen schon jemanden gesehen mit dem roten Buch rumlaufen, das ominöse rote Buch. Der Turi, gell? Hat das mit sich herumgetragen. Hey, ich glaube, langsames Leben ist vielleicht nicht das Erste, was wir denken, wenn wir an Jesus denken. Aber ich bin davon überzeugt, auch dank dem Buch, was ich herzlich empfehlen kann, es heisst «Das Ende der Rastlosigkeit» von John Mark Comer, dass das schnelle Leben und das triebige, gestresste Leben, das wir manchmal drinnen leben, dass es uns trennen kann von dem, was Gott für uns hat. Und wenn wir die Bibel anschauen, Jesus hat so viele Situationen, es waren Unterbrechungen gewesen, wo er irgendwo unterwegs war und jemand anderes unterbricht ihn. Zum Beispiel, als er die Tochter von Jairus hat für sie gebeten, dann ist die Frau mit der Blutigen, hat ihn angelangt und es steht in der Bibel, er hat sich umgedreht in dem Moment. Also er war auf dem Weg gewesen, um eine Tochter, die am Sterben ist, um zu heilen. Und in dem Moment nimmt sich Zeit und dreht sich um und redet mit dieser Frau. Und ich denke so, krass, Jesus hat keinen Stress gehabt. Jesus war nicht im Stress gewesen. Immer wieder hat er sich unterbrechen, immer wieder ist er präsent im Moment und gesagt, hey, schau mal die Vögel, oder schau mal an die Pflanzen da. Er war präsent im Hier und Jetzt. Und ich habe da für mich auch einfach extrem viel Freiheit drin kennengelernt, im langsamen Leben. Und möchte euch da einfach auch dazu einladen, zu sagen, hey, komm, wir bauen so eine Gewohnheit in unser Leben ein. Weil ich glaube, dass die Gewohnheit, gerade zum Beispiel das langsame Leben, wirklich unser ganzes Leben verändern kann. Kann anfangen zu verändern, wie wir in unser Leben durchgehen, wie wir unser Leben planen.
Wenn es ums langsame Leben geht, zum Beispiel, kann ich ganz praktisch empfehlen, zu früh zu kommen. Wenn ihr irgendwo abgemacht habt, kommt 10 Minuten mal zu früh und zwingt euch, und das ist das Konzept, das alle, die unter 20 sind, gar nicht kennen, zwingt euch zum Gelangweilen zu sein. Einfach mal einen Moment haben und sagen, weißt du, jetzt lasse ich mein Handy in der Tasche, jetzt hocke ich einfach da, schnaufe mal 3-4 Mal durch, lasse mal mein Hirn ein bisschen gehen, was her möchte und genieße gerade mal diesen Moment. Ich habe herausgefunden, im Langweilen ist eine extreme Schönheit. Und ich möchte euch da ermutigen, wenn ihr schaut mal morgen beim Pendeln, wenn ihr in einem Zug sitzt oder in einem Bus sitzt, hey, es gibt praktisch niemanden, egal welches Alter, der nicht Headphones, also Kopfhörer und ein Screen vor sich hat. Ich würde sagen, aus Erfahrung, keine Ahnung, 80-90% haben fix beides drin, Kopfhörer und Screen, und fahren so von A nach B. Und ich denke mir so, okay, ich verstehe es, und manchmal versuche ich mir auch gross, Ablenkung, wo in einer anderen Welt sind. Ich denke so, hey, so schade, dass wir verpassen, was Gott um uns herum machen ist, die Leute, die um uns herum sind. Und ich möchte uns auch ermutigen, zu sagen, hey, okay, radikal, vielleicht sogar mal ein Handy auszuschalten. Das kann man übrigens. Man kann das, wenn man oben drückt, man kann ja ein kleines Tutorial machen zu dem und es online zur Verfügung stellen. Man kann das oben 2 Knöpfe drücken und dann so über swipen. Bei anderen Geräten geht es irgendwie anders. Aber man kann das Handy mal ausschalten. Sagen, weißt du, jetzt bin ich einfach mal präsent und ich lasse mich mal nicht unterbrechen vom Handy, sondern von allem anderen. Von Leuten um mich herum, von den Vögeln, die zwitschern, von den Pflanzen, die ich gar nicht geachtet habe, dass sie da ist. Und lebe mein Leben ein bisschen langsam. Wie gesagt, eben, über das könnten wir jetzt ein paar Stunden zusammen reden. Aber ich möchte euch einfach zeigen, ich möchte euch einladen, hey, die Gewohnheiten von Jesus, wie er sein Leben gelebt hat, die dürfen wir entdecken und auf unser Leben einbauen. Und ich glaube, es bringt so viel Freiheit rein. Es bringt so viel Schönheit rein, die uns anfangen zu verändern. Genau, Disziplinen, und das möchte ich nochmal wiederholen, Disziplinen an und für sich ist nicht das Ziel. Es geht nicht darum, am Schluss dafür zu sagen, ich bin so ein geistlich disziplinierter Mensch, schau mal, ich mache all diese Sachen. Disziplin ist einfach ein Tool, ist einfach ein Weg, um uns von Gott zu verändern. Wie ich gesagt habe, also wie wir programmiert sind, wie wir verkabelt sind, verändern von ihm. Und dann fangen wir an, nicht in einer Situation, uns müssen anstrengen zu lieben. Weißt, das ist so unser Standardmodus manchmal. Wir wissen, ja, Jesus möchte, dass wir Menschen lieben. Und dann müssen wir aus aller Willenskraft raus müssen wir jetzt Menschen lieben in unserem Alltag. Wenn wir einen links schlagen, dann muss ich die rechte Seite nachher haben und so weiter. Und wenn es kommt, dann probiere ich das. Sondern ich glaube, mit der Gewohnheit werden wir uns anfangen zu verändern, dass wir automatisch, oder wie aus zweiter Natur raus, uns anfangen mehr und mehr zu verhalten wie Jesus. Und das ist für mich, das ist mein grösstes Ziel, zu sagen, hey, ich möchte, dass Gott mich mehr und mehr zu jemandem macht, der so handelt, wie Jesus gemacht hat. Wo wenn Leute mit mir zu tun haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie Gott erleben in dem Innen. Dass sie sehen, dass da jemand am Werk ist, der nicht einfach nur der Simonetter ist, sondern wirklich etwas Größeres dahinter ist. Und das ist ein bewiesener Weg für das Wachstum. Also in der christlichen Tradition über Jahrtausende werden die Disziplinen werden praktiziert, werden gemacht, und es ist ein bewiesener Weg zum Wachstum. Jetzt möchte ich ganz zum Schluss mit dem aufhören, und zwar mit dem Gedanken vom leichten Joch. Weil vielleicht hörst du jetzt all diese Sachen und denkst so, aha krass, jetzt habe ich noch mehr Druck, noch mehr Sachen, die ich machen sollte, noch mehr, keine Ahnung, noch mehr Sachen, um mich daran zu messen, ob ich jetzt ein guter Christ bin oder nicht. Und ich glaube, das ist auch immer wieder passiert in der Vergangenheit, dass wir die Sachen, die Disziplinen, die Gewohnheiten überbewertet haben oder überbetont haben. Und ich glaube, das ist gut, um uns daran zu erinnern, was Jesus seinen Jüngern zugesprochen hat in Matthäus 11, Vers 28. Dort steht: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und mit dem Gedanken möchte ich aufhören, dass Jesus nicht ein Joch gibt, etwas gibt, was schwer ist und erdrückend ist und eine Last ist, wo uns noch mehr abzieht und noch mehr Gewicht gibt, wo wir noch mehr uns anstrengen müssen, sondern Jesus hat euch ein leichtes Joch gegeben. Und das Joch ist ein Bild, wo viele sagen, damals von vielen Rabbis, dass das Joch ist ihre Lehre gewesen. So ihre Auslegung von, was es heisst, ein Leben zu leben, was es heisst, Gott anzubeten. Und Jesus sagt, hey, mein Joch, meine Lehre, meine Angehensweise ans Leben
ist ein Joch, das leicht ist. Das heisst nicht, dass es uns immer einfach fällt. Manchmal geht es vielleicht gegen unsere Natur. Aber es heisst, dass es uns etwas reinbringt, wo wir dafür geschaffen sind, wo uns anfängt leicht zu fallen, wo wir dürfen wissen, hey, okay, das Gewicht ist nicht auf meinen Schultern. Und ich habe vor ein paar Jahren mal über die Bibelstelle ein bisschen mehr ausführlicher geredet und so ein Bild bekommen oder gelesen vom Doppeljoch. Also was ein Joch ist, wissen die meisten. Oder? Johannes war vor kurzem da und ein Joch auf der Schulter getragen. Ein Joch ist meistens aus Holz und ein bisschen Metall, ein Werkzeug, das du einem Tier auferlegt hast, um einen Wagen anzumachen oder einen Pflug anzumachen, um einen Pflug zu ziehen. Und es hat auch Doppeljoch gegeben, wo 2 Tiere eingespannt wurden. Und ich habe von einem Ausleger von der Bibel so gelesen, wie er sagt, dass das Doppeljoch ist immer gebraucht worden, oder häufig gebraucht worden, um ein junges, unerfahrenes Tier zu trainieren. Also auf der einen Seite haben wir den starken Ochsen oder Esel eingespannt und nebendran den jungen, wilden Esel oder Ochsen, der keine Ahnung hat vom Arbeiten. Und das Gewicht war auf der Schulter vom erfahrenen Tier. Das Gewicht und die ganze Arbeit war auf der Schulter vom erfahrenen Tier. Und das junge Tier ist einfach mitgelaufen, um den Rhythmus vom Arbeiten kennenzulernen. Und so haben sie dazu mal Tiere trainiert zum Arbeiten. Und ich finde das eigentlich echt ein schönes Bild, wenn es darum geht, was Jesus sagt. Jesus sagt, hey, komm unter mein Joch. Und vielleicht sagt er, hey, schau, ich bin der, der das Gewicht trägt. Schau, ich bin da auf dieser Seite, ich habe ein paar 1000 Jahre Lebenserfahrung. Ich weiss, wie es geht. Komm du nicht mehr, du musst nicht mal viel tragen. Und ich zeige dir den Rhythmus des Lebens. Ich zeige dir, wie du in eine Freiheit, wie du in etwas hineinkommen kannst, wo du dafür geschaffen bist. Und ich finde das ein schönes Bild und ich glaube, ich möchte, dass wir uns das bewusst behalten, wenn wir über Gewohnheiten nachdenken, wenn wir jetzt da rausgehen und sagen, okay, ich möchte mein Leben irgendwo Gewohnheiten einbauen, dass wir dann wissen, hey, weißt du, wir lernen von Jesus den Rhythmus des Lebens, den Rhythmus der Gnade, den er uns möchte bringen. Vielleicht können wir schon mal aufstehen, wir werden jetzt in die Worship-Zeit hineingehen. Alle, die mögen und können, dürfen gerne aufstehen. Und ich glaube, der Hauptgedanke, den uns möchte ich heute mitgeben, ist einfach, dass Jesus nicht nur gestorben ist für uns für ein Leben nach dem Tod, sondern er ist gestorben, er ist auf die Welt gekommen, für uns ein Leben zu geben, jetzt da, wo wir sind. Und wir dürfen in das Leben mehr und mehr hineinwachsen, wenn wir uns orientieren an, wer er ist und was er gelernt hat. Wir haben, das Team in Winterthur hat noch so eine Umfrage gemacht, vielleicht kannst du den QR-Code auf den Screen machen. Ihr dürft gerne euch ein Handy vornehmen in dem Moment. Ihr dürft gerne mal den QR-Code einscannen. Das ist so eine kurze Umfrage, ich glaube, es sind 8 Fragen, wenn es mir richtig ist, wo ihr ein bisschen eure Gewohnheiten ein bisschen testen könnt. Und ihr dürft entweder das einfach offen lassen bei eurem Handy und vielleicht später heute machen, ihr dürft euch in der Worship-Zeit, ich hatte ja nicht gefragt, explizit hat Erlaubnis während der Worship-Zeit am Handy zu sein. Nur für das, kein Facebook. Nein, aber ihr dürft gerne mal die Umfrage machen, wenn es euch vielleicht hilft, um ein bisschen reflektieren und sehen, okay, wo bin ich vielleicht stark drin, wo habe ich schon Gewohnheiten, die mir helfen, wo gibt es vielleicht Tendenzen, wo ich sage, hey, da muss ich mehr drinnen arbeiten. Und es ist spannend, da so ein bisschen eine Auswertung davon, die einem so zeigt, vielleicht bin ich mehr in der Gemeinschaft und im Extrovertierten bin ich stark und möchte mehr ein bisschen auf die Einsame, in der Stille mehr fokussieren oder das Gegenteil. Ich möchte euch heute einfach mitgeben und ermutigen, euch das Leben anzuschauen, eure Gewohnheiten zu reflektieren und zu überlegen, hey, wie kann ich anfangen, einfach klein anfangen. Wir müssen nicht rausgehen und sagen, von jetzt an bin ich ein komplett anderer Mensch. Das könnt ihr in dem Buch lesen, von irgendetwas. Es geht nicht darum, rauszugehen und so riesige Gewohnheiten probieren umzusetzen, sondern im Kleinen anzufangen. Ich fange einfach im Kleinen an, mich an Jesus zu orientieren und das in mein Leben einzubauen. Da möchte ich euch ermutigen. Und jetzt im Worship habt ihr Zeit, wenn ihr möchtet, vielleicht auch Gott zu fragen, was vielleicht etwas ist oder was ein Bereich ist und das Gefühl, was vielleicht für euch ist heute Morgen, wo ihr mitnehmen dürft. Ihr dürft gerne die Umfrage machen, die bereit ist. Und genau. Wir werden während der Worship-Zeit haben wir auch da auf eurer rechten Seite haben wir das Abendmahl für